Festival literature sveta Fabula. Eni so se je bali, ker ni prenašala ugovorov. Eni so jo zato občudovali. Jaz sem jo imela samo rada. Ime si dobila po njej, ne pozabi tega, je svarila teta Mila. Skrivnosti je treba pustiti tam, kjer je primerno mesto zanje, v kraljestvu molka. Njen konc je bil res grozen, da bi z njim za nekaj plačvala. Včasih so takim stvarim rekli družinsko prekletstvo. To je tisto, kar nas je bratrance in sestrične povezovalo od malega. Gotovost, da smo člani nesrečne družine. Če bi bila moški, bi bila majorinja. Mogoče pa predsednik države. Če ne celo maršalinja. Dober večer. Ponovno dobrodošli na Festivalu literature sveta Fabula, na našem tretjem Fabulinem literarnem večeru, gostovanju švicarske avtorice Zore Delbono. Današnji večer je še toliko bolj poseben, saj tisti, ki ste morebiti prebrali avtoričino biografijo, veste, da se danes na odru Fabule in Cankarjevega doma dogaja pravzaprav družinski reunion. Del avtoričnih prednikov, natančneje njena babica, izvira namreč iz Slovenije, današnji moderator, uveljavljen slovenski igralec Boris Ostan, pa je pravzaprav avtoričin bratranec. O svoji družini oziroma babici Zora spregovori tudi v svojem romanu Maršalinja, ki ga je v slovenščino prevedla Mojca Krajnc. V romanu večplastni družinski sagi sledimo mladi Slovenki Zori Ostan, ki je avtorica z romanom postavila svojevrstni literarni spomenik, o tem pa v ozadju prikaz življenja, odvijajočega se v času vojn in nasilja, zagretih in ideoloških bojev, izpisala na eni strani izvrstno sliko 20. stoletja, na drugi strani pa žal tudi ponovno aktualno oziroma aktualen sedanji trenutek. Avtorica in moderator, ki ga te dni lahko spremljate v izvrstni predstavi Smrtno resno, sta za danes pripravila zanimiv preplet literarno-fiktivnega, resničnega, družbenega in intimnega pogovora, ki ga bo obogatilo tudi branje iz prevedene knjige. Slednjo lahko kupite v naši pop-up knjigarni tam, kjer so na voljo tudi ostale fabuline žepnice in knjižni katalogi založbe Beletrina. Avtorica pa bo ob zaključku dogodka tudi podpisovala knjižne izvode. Preden vas prepustim večeru, krajša informacija glede teoretičnega fokusa fabula v teoriji. Slednji je, kot ste morebiti že opazili, zaradi zdravstvenih težav avtorjev zamaknjen. Trudimo se, da bomo čim prej sporočili nadomestne termine. Zahvaljujem se vam za razumevanje in vašo današnjo udeležbo, pri čemer lepo pozdravljam tudi namestnika veleposlanika švicarske ambasade v Sloveniji, gospoda Alain Denis Onchonza. Vsem želim lep večer in hvala, da ste z nami. Dober večer vsem skupaj. Jaz bom Zoro govoril nemško, tako da ostali, vsi, ki pač ne razumete nemško, imate na voljo slušalke, tako da upam, da bo pogovor dovolj tekoče tekel in da bo za vas zanimiv. Ich habe jetzt alle hier begrüßt und ich habe gesagt, dass wir Deutsch sprechen werden, so dass du alles verstehen wirst, was ich fragen werde. Meine erste Frage in solchen Family Reunion, wo wir jetzt hier sitzen, ist, wie bist du auf die Idee gekommen, dass du so einen Roman über deine Großmutter oder über unsere Familie schreiben würdest? Was war der ursprüngliche, wie soll ich sagen, Kick? Okay. Also erstmal muss man sagen, meine Großmutter ist die Schwester seines Großvaters. Ja? Ja. Also wir haben dieselben Urgroßeltern und wir haben auch ein paar gleiche Familientraumata, nämlich, dass unsere Urgroßmutter mit einem fremden Mann irgendwann weggelaufen ist
und später wieder zurückkam. Und das hat auf die Familie gewisse Auswirkungen gehabt. Auf meine Großmutter vor allem die, dass sie keiner Frau getraut hat, was sehr schwierig wurde für ihre Schwiegertöchter. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, ob diese Geschichte, und dann erzähle ich gleich, wie ich auf die Idee kam, für euch auch eine Bedeutung hatte, weil man ja nie genau wusste, was da wirklich passiert ist. Ja, das würde ich nicht sagen, dass bei uns in unserer Familie diese Frauentrauma rübergegangen ist. Es ist wahrscheinlich mit den Söhnen viel leichter, obwohl wir haben darüber gehört und es gibt auch andere gewisse Sachen in der Familie, über denen du nicht sprichst, ob alle Brüder und Schwester eigentlich wirklich von dem gleichen Vater waren. Genau, also mein Lieblingsonkel, der so heißt Ja. wie du, Boris Ostan, der war ja nicht von unserem Urgroßvater, sondern eben von dieser Geschichte, wo sie wegging und sie kam schwanger zurück, was, glaube ich, in Bowetz, wo das Ganze gespielt hat, Ende des letzten Jahrhunderts, nee, des vorletzten Jahrhunderts jetzt schon, ein ziemlicher Skandal war. Also ich bin ja Schweizerin, die Deutsch verstehen, hören wahrscheinlich auch das an meinem Akzent, dass ich diesen Schweizer Akzent habe. Ich lebe seit 33 Jahren in Berlin und habe immer noch den Schweizer Akzent ein bisschen. Und ich bin eigentlich ausgebildete Architektin und habe erst später mit dem Schreiben angefangen. Also mein erstes Buch habe ich geschrieben, da war ich schon 45, was uralt ist im Literaturbetrieb, also eigentlich uralt. Aber ich wollte diese Geschichte immer schreiben, schon bevor ich Bücher geschrieben habe. Also eigentlich schon als Kind wollte ich diese Familiengeschichte über diese Zora, wie ich sie nenne. Sie sagen, glaube ich, Zora. Ich kann das nicht richtig aussprechen. Er sagt dann, nein, nicht Zora, sondern Zora. Und ich sage, das klingt doch genau gleich, Zora und Zora. Aber für mich ist sie Zora. Das ist einfacher. Weil diese Frau, sie war die einzige Frau in dieser Familie. Es waren unglaublich viele Brüder noch da und eben der Vater und dann 3 Söhne. Also sie war umgeben von Männern und sie war aber die starke Figur, sie war die Sonne dieser Familie, um die auch die Brüder gekreist sind, würde ich sagen. Und es gab aber, sie hat geheiratet einen Italiener, einen italienischen Arzt, und zwar genau in der Zeit in Bowetz, nach dem Krieg, also 1918, als die Italiener da waren, hat sie sich in den Arzt verliebt, der dort war, eben Herr Del Buono. Und was ja auch wieder nicht okay war, dass sie mit dem Feind sich eingelassen hat, und ist mit ihm dann nach Italien gegangen. Das heißt, sie war die Einzige, die weggegangen ist von dieser Familie. Und was ich immer als Kind gehört habe, war eine Geschichte, und zwar, dass mein Großvater Tito, also eurem Tito, nicht meinem Tito, das Leben gerettet haben soll. Und ich fand das als kleines Schweizer Mädchen, wo dieses Jugoslawien weit weg war, unglaublich aufregend, weil ich mir immer vorgestellt habe, hätte mein Großvater nicht Tito das Leben gerettet, 1900 in den 50er Jahren, wäre ja die ganze Weltpolitik anders gewesen. Und dann habe ich angefangen, nach dieser Geschichte zu recherchieren. Das hat mit Stalin zu tun, der ihn ermorden wollte. Und je mehr ich, also als ich dann anfing mit dem Buch, je mehr ich über diese Geschichte recherchiert habe, desto kleiner wurde sie. Es war plötzlich nicht mehr so, dass er Tito das Leben gerettet hat. Also er hatte damit zu tun, aber von Leben retten konnte keine Rede sein. Das war ein Familienmythos, der überhöht worden ist. Aber bei dieser Recherche tauchte dann eine andere Geschichte auf. Das Familiengeheimnis. Ja, ich kann nur dazu sagen, dass Zora nicht die einzige war, die weg von Bowetz gegangen ist. Von Bowetz weg sind viele. Ja, ich meine, nach dem Krieg, die sind alle zurückgekommen, aber weil die Situation in Bowetz so war vor dem Krieg, Ersten Weltkrieg, war Bowetz unter Österreich, Ungarn, und mein Großvater war damals in der Armee, und als sie dann zurück nach Bowetz gekommen sind und Bowetz unter die Italienern gekommen ist, ist mein Großvater auch weggegangen
als ein alter Monarchist hat er gesagt, ich werde nicht unter die Feinden leben. Und dann ist er nach Ljubljana gezogen, dann weiter in seinem Leben. Wie ist es eigentlich, wenn man so eine Recherche macht über die Familie? Was für ein Unterschied ist, wenn man einen Familienroman schreibt über eigene Familie, die Recherche, die man da macht, oder wenn man so, du hast ja viele andere Romane auch geschrieben und da hast du auch sehr, sehr viele Recherche gemacht für die anderen Romane. Ja, es ist schon anders, weil natürlich jetzt hier drin sitzen noch ein Cousin und eine Cousine von mir, die ich jetzt erst heute kennengelernt habe oder kennenlernen werde. Und es ist natürlich heikel, weil ich habe gewisse Sachen verändert, gewisse Leute habe ich weggelassen, andere habe ich rein erfunden, damit die Geschichte besser funktioniert und damit auch niemand verletzt wird oder gekränkt wird. Aber es war so, meine italienische Tante, die eigentlich meine beste Informantin war für, wie ich dachte, diesen Tito-Skandal, die hat in einer schwachen Minute mir eine Sache erzählt, dass meine Großeltern in einen Mord verwickelt waren. Und in dem Moment, als sie es erzählt hat, hat sie gesagt, das darfst du aber nicht schreiben. Das ist gefährlich, weil das ist Süditalien. Da gibt es dann Racheakte. Und sie hat nicht damit gerechnet, dass ich, als ich das gehört habe, was ist da passiert? Natürlich sofort Notizen gemacht, ja, und dachte, das ist die Geschichte, weil sich ganz viel erklärt hat aus dieser Familie. Also wir hatten immer, es hieß immer, wir sind eine Unglücksfamilie, weil bei uns starben regelmäßig Leute an Autounfällen. Das waren Zufälle. Also mein Vater war einer von diesen, er starb mit 33 an einem Autounfall, er konnte nichts dafür, es ist jemand in ihn reingefahren. Aber das gab es immer wieder in dieser Familie. Und meine Nonna, also meine Großmutter, hat dann immer gesagt, tutta colpa mia, alles meine Schuld. Und ich habe das immer gar nicht verstanden. Und sie meinte, es ist das Schicksal, was zurückschlägt. Und in dem Moment, als diese Tante mir dieses Geheimnis erzählt und sie merkt, dass ich darauf reagiere, hat sie selber angefangen, wieder zu lügen, weil dann wollte sie es mir anders erzählen, als es war, damit ich es bloß nicht schreibe. Und dann bin ich aber natürlich in die Archive gegangen und habe geguckt, was ist 1948 in Süditalien eigentlich alles so los gewesen und was hat das mit uns zu tun. Und das war schon heikel. Also ich glaube, sie ist gestorben in der Zwischenzeit. Du kanntest sie auch. Und sie würde sich wahnsinnig aufregen, dass dieses Buch erschienen ist. Aber allen anderen ist es, glaube ich, egal. Ja, ich glaube doch nicht. Die ganze Familie wird wahrscheinlich sehr, sehr gerne das Buch lesen und drin schauen, wo bin ich da. Genau. Jetzt liest du ein bisschen vor wahrscheinlich, oder? Ja. Aber bitte, du kannst beginnen in Deutsch, sodass man hört, wie das klingt. Also die Marschallin, ja, das ist ja ein super Titel, auch auf Slowenisch, der Marschallin, ja. Marschallin. Und es kam auch letzte Woche in Holland raus, da heißt es der Marschalk. Was auch schön ist, der Marschalk. Ich würde sagen, also dieses Buch spielt zwischen direkt nach dem Krieg, 1918 oder 19 bis 1980, als die Großmutter gestorben ist. Es ist in 2 Teile geteilt. Der letzte Teil ist ein Monolog und der erste Teil, wir lesen 3 Stellen aus dem ersten Teil, einfach damit Sie ein bisschen einen Eindruck gewinnen. Und ich lese nur 3, 4 Sätze, damit Sie hören, wie das auf Deutsch klingt. Und Boris liest dann weiter oder liest den Rest. Zora wusste viel vom Krieg. Jeder im Socha-Tal wusste viel vom Krieg. Dreisprachig sogar. Die schweren Worte gingen den meisten geschmeidig über die Lippen. Zoschke Bitke, Battaglie dell'Isonzo, Isonzo-Schlachten. Zora fiel das Deutsch leichter als den anderen. Die 2 Jahre im Mädchenpensionat in Wien hatten sie nicht nur mit der deutschen Sprache vertraut werden lassen, sondern ihr eine gewisse
großstädtische Noblesse eingehaucht, die im Dorf nicht jedem gefiel. Zora je o vojni vedela veliko. Vsi v dolini Soče so o vojni vedeli veliko. Celo v 3 jezikih so šle težke besede večini gladko z jezika. Soške bitke, batalje del Izonco šlachten. Za Zoro je bila nemščina lažja kot za druge. V 2 letih dekliškega penzionata na Dunaju se je ne le naučila nemško, temveč si je pridobila nadih določene velemestne noblese, ki v vasi ni bila všeč vsem, natančneje rečeno skoraj nikomur. Tudi ime vasi je bilo v 3 jezikih. Bovec, Pleco, Flič. Kot otrok je po mili volji rekla kdaj tako, kdaj drugače, najrajši pa Flič. Flič. Flič je zvenelo veselo, spominjalo je na glič. Glič, torej na dričanje, drsalnico, na karkoli spolskega. Z brati so prepevali pesmice, se s pobočja gličali, dričali, v zeleno lesketajočo se ledeno mrzlo Sočo in se obmetavali z gličem, kar je bil družinski izraz za blato in sploh vse, kar je bilo gnusno. Polži, na primer. Tudi polži so bili glič. Reka je imela celo 4 imena. Soča, Isonco, Lusinc, Zontik. Sicer nihče več ni rekel Zontik, še celo najbolj okoreli cesarsko-kraljevi monarhisti ne. Zontik je potihem poniknil. Si pa še lahko izbiral med slovenskim Soča, furlanskim Lusinc in italijanskim Isonco. Odkar pa so bili gospodari doline Italijani. Zavrla je, ko je zavila na vaško cesto. Seveda je vedela, da je nekaj tovora, ki ga je prevažala na kamionu, nevarnega. A nekdo je na vse zadnje moral spraviti staro železo na deponijo, vse tiste tulce od smodnika, naboje, bajonete, nekatere za M1895, poljske lopate, razbite keramične ročne bombe z držalom, kose avstro-ogrskih repetirk, včasih tudi cele italijanske puške tipa Carcano in seveda jeklene čelade. Številnih se je držala kri. Medtem je popolnoma pozabila, kaj je v lesenih zabojih. Ko je vijugala po cesti z prelaza, je za hip pomislila na mater, na tisto, kar jo je kljub vsemu povezovalo in o čemer je mislila, da je bilo pravzaprav vzrok takratne materine vrnitve. Ljubezen do tega koščka gorske pokrajine, neznanskega prostranstva, ravnine obdane s hribi, ki so se kot grobi skladi naložili okrog visoke planote, sredi nje pa smaragdno-zelena Soča. Vzvišena pokrajina, ki se je smrt 10 000 vojakov ni niti malo dotaknila. Preden je zavila, je ujela pogled na hišo staršev. Dobro je izgledala, kompaktno in uničena manj, kot je pričakovala, ko je držala v rokah Frančev telegram: Bovec svoboden, ampak uničen, pridite. Skoraj vsi so se vrnili. Reveži, ki so jih spravili v begunsko taborišče v Bruck an der Leitha, ker niso vedeli, kam naj sicer z njimi. Srečneži, ki so se lahko zatekli k sorodnikom daleč od soške fronte, in potem oni, družina Ostan, ki se je kratko malo preselila v Ljubljano, v hišo, ki jo je oče kupil na začetku vojne. Tistega 24. maja 1915 je malo manjkalo, pa se ne bi mogli niti posloviti drug od drugega, ko je dekan Vidmar med jutranjo mašo sporočil: Italijani so nam napovedali vojno, začenjajo napadati. Oditi morate vsi do zadnjega. Spakirajte najnujnejšega, po en kovček vsak, volneno odejo, hrane za 3 dni, jutri na vse zgodaj se zberite na trgu, pojdite zdaj, Bog vas obvaruj. Amen. Diese letzte Worte, ja, die Wörter, die erinnern mich, was du gerade erzählt hast, als du gestern gekommen hast, die Situation am Münchner Bahnhof, weil du von München gekommen bist, mit allen diesen Flüchtlingen, weil die Flüchtlinge in Bovec, ich kann mich erinnern, auch von Zia Pepza, sie war da noch nicht in der Familie, wie das ausgeschaut hat. Aber da hast du mir erzählt über die Flüchtlinge auch in
München gestern. Ja, genau. Also ich bin mit dem Zug von Berlin gefahren nach München. Und in Berlin kommen im Moment jeden Tag 10.000 Leute am Bahnhof an. 10.000. Aus Ukraine. Aus Ukraine, genau. Und dann bin ich nach München und am Morgen bin ich in den Zug nach Ljubljana gestiegen und da kam gerade ein Zug aus Budapest, ein Sonderzug aus Budapest mit Hunderten von Frauen und Kindern. Es waren nur Frauen und Kinder und ein paar alte Leute. Und es war wirklich am Bahnhof, es war wirklich schrecklich, weil man dachte ja, jetzt sind sie in Sicherheit, sie müssen irgendwie fröhlich gucken, dass sie in Sicherheit sind, aber alle, die ich da gesehen habe, hatten ganz, ganz steinerne Gesichter. Also es war total wie tote Gesichter und das ist natürlich das Trauma. Ja? Also das ist dann dieses sogenannte, man sagt, es gibt bei traumatischen Situationen dieses Freeze or Fight und die waren in diesem Stadium von Freeze. Und ich habe schon gedacht, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute hier sind, aber das ist natürlich ein Wahnsinn. Und als ich dieses Buch geschrieben habe, es geht hier, meine Großmutter hat 2 Kriege erlebt und diesen ganzen Faschismus in Italien. Und die haben ganz oft über Politik geredet, diese Leute. Ich fand das total schick, wie die immer über Politik geredet haben, weil dann dann waren sie Trotzkisten und haben sich mit anderen Trotzkisten dann getroffen und so. Und dann hat man diskutiert und morgens im Bett haben die immer Kaffee getrunken und sich gegenseitig die politischen Nachrichten vorgelesen. Und ich habe das so aufgeschrieben und jetzt seit 3 Wochen tun wir ja genau dasselbe. Wir reden mit unseren Freunden, also auf jeden Fall in Berlin ist es so, ich weiß nicht, wie es in Ljubljana ist, wir reden nur über diesen Krieg die ganze Zeit. Und ich hätte nicht gedacht, dass uns das passiert in Europa. Ja? Also ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Und jetzt verstehe ich quasi auch die Familie noch mal besser. Und ich habe für die Recherche von diesen ganzen Isonzo-Schlachten, wie sagt ihr Isonzo-Schlachten? Soschke Bitke. Soschke Bitke, genau. Ja. Da habe ich, die Frage ist ja, wie recherchiert man aus einer Zeit, die schon lange her ist? Und erst habe ich so Bücher gelesen von Leuten wie mir, die Romane schreiben über ihre Großeltern. Ja? Es ist ja immer, man schreibt dann über die Großeltern in jeder Generation wieder einen Roman. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist falsch. Ich muss nicht über diese Romane lesen, weil auch die schreiben nur das, was sie gehört haben, sondern ich muss die Literatur aus der Zeit lesen. Und ich habe dann tatsächlich Tagebücher gefunden von einem österreichischen Soldaten, der diesen Gasangriff im Socha-Tal, der war dabei, ja, also die haben ja von oben, die Deutschen und die Österreicher haben ja zusammen dieses ganze Tal, was Sie ja wahrscheinlich alle kennen, also die Schweizer und die Deutschen, die nach Slowenien in Urlaub fahren, gehen alle an Isonzo oder an die Socha wegen Kanufahren, ja, Rafting, und es ist ja eine wunderschöne Landschaft. Und wenn du das aber liest, wie das damals war das war ja der erste Gasangriff im Ersten Weltkrieg überhaupt, da haben die Deutschen das ja ausprobiert. Und diese Stelle, wo dieser Soldat schreibt, ich habe die irgendwo, findet man, dank dem Internet, findet man irgendwelche Archiven das, war das Eindrücklichste, wie er geschrieben hat. Sie haben diese irrsinniger Lärm, das kommt im Buch auch vor, und dann ist das unten, dieses Gas aufgestiegen und danach war es totenstill, weil es auch keine Tiere mehr gab. Es gab nichts mehr, es war alles tot. Und die haben immer von dieser Stille geredet. Ja? Und das fand ich so eindrücklich und das habe ich versucht, da reinzubauen. Und da ja diese Zora nicht da war, die waren ja geflüchtet, auch von einem Tag auf den anderen, nachdem der Pfarrer gesagt hat, ihr müsst weg. Ja? Und wenn man jetzt diese Filme sieht mit diesen jungen Ukrainerinnen, die aussehen wie Sie und ich, ja, die dann sagte, da war eine Frau, die sagte, ich habe nie damit gerechnet, 4 Tage vorher, dass Putin das wirklich macht. Und dann gehen die mit einer Tüte, rennen die weg. Und wir können uns jetzt mit dieser ganzen atomaren Drohung, die dieser Mann macht,
hat man ja auch diese Fantasie, was machen wir dann? Und wir rennen dann auch weg mit einer Tüte, mit unserer Zahnbürste drin und dem Geld und dem Schmuck von der Familie oder so. Und diese Sachen, dass die plötzlich so real werden, finde ich schon Wahnsinn. Und ich habe das versucht, was macht das mit Leuten, wenn sie im Krieg sind? Und ich hätte eben nicht gedacht, dass es uns passieren könnte. Also ich hoffe, es passiert uns nicht, aber man weiß es halt nicht, was jetzt los ist. Ja. Ich weiß auch nicht, wie Slowenien jetzt mit den Geflüchteten umgeht. Also im Deutsch macht man jetzt mittlerweile den Unterschied zwischen Flüchtlingen und Geflüchteten. Also Geflüchteten ist jetzt das politisch korrekte Wort, Flüchtlinge sagt man nicht mehr, aber man sagt es doch noch. Ja. Die politische Seite in diesem Buch ist sehr, sehr wichtig. Wir müssten ja erwähnen, die beiden, Pietro und Zora, die waren Salonkommunisten. Salonkommunisten, klassische Salonkommunisten. Ja, er hat ganz viel Geld verdient als Arzt, er war Radiologe und hat in Bari, ich weiß nicht, wer Bari kennt, in Apulien, die größte oder die erste radiologische Klinik südlich von Rom gegründet und auch die Universität mitgegründet dort. Und sie ist mitgegangen und sie war aber eigentlich ist sie eine Domina gewesen. Ja? Also das war eine Powerfrau, die aber geheiratet hat. Und dann sind die da zusammen da unten gewesen und waren Salonkommunisten. Also er hat das Geld verdient und sie hat es ausgegeben. Und ihre Idee von Kommunismus war, das ist ein Zitat von einem spanischen Intellektuellen, Kommunismus ist Aristokratie für alle. Ja? Und so hat sie auch ihr Leben gelebt und ich fand diese Idee immer sehr schön. Kommunismus ist Aristokratie für alle. Sie wollte immer, dass es allen so gut geht wie ihr, aber ihr Personal hat sie trotzdem schlecht behandelt. Also das war so, und sie hatte Personal, was ja zum Kommunismus nicht passte. Ja. Aber da ist wahrscheinlich sehr, sehr interessant im Buch, diese Ideale, die Zora gehabt hat und die sie gelebt hat und wie sie auch die Familie eigentlich mit ihren oder mit Pietros Geld glücklich gemacht hat. Unterstützt hat. Ja, und unterstützt hat. Und die ganze Familie hat von Zoras Geld auch gelebt. Also ich glaube... Oder Pietros Geld auch gelebt. Auch deine Seite. Ja, was hat sie denn denen bezahlt? Das sage ich nicht hier, aber das später. Okay, das weiß ich nicht. Ja, aber ich kann mich erinnern, mindestens der Standard in unserer Familie war ganz anders, weil wir von Zora gewisse Sachen gekriegt haben. Und sie war immer da für die ganze Familie. Aber was für mich sehr, sehr interessant ist, der letzte Monolog, die letzten 40, 50 Seiten von diesem Monolog, ist ihre richtige Begegnung mit, sagen wir, Kommunismus. Sie starb in Nova Gorica. Und das ist das erste Mal, dass sie zurückgekommen ist in die kommunistische Realität. Genau, sie ist 1980, also das ist jetzt am Ende des Buches, ist halt ihr Mann, also mein Großvater ist dement, ganz reizend dement, also so liebenswürdig dement, ja, und alle immer Professoren, also ja, Professore. Und das hat sie aber nicht mehr gewollt. Und dann hat sie, was ich schon verrückt finde, sie hat ihr ganzes Leben in Süditalien verbracht, aber zum Sterben wollte sie zurück nach Slowenien, ja, nicht nach Jugoslawien, glaube ich, sondern nach Slowenien. Und zwar nach Bovec. Und dann ist sie zu ihrem Bruder, der aber auch schon 80 war, ja, und zu ihrer Schwägerin Pepza, über die wir gleich noch was lesen. Aber sie war eine schlecht gelaunte alte Frau, die, wie halt alte Leute oft sind, schlecht gelaunt und Schmerzen und enttäuscht und so. Und die konnten sie da nicht behalten, in diesem winzigen Häuschen in Bovec, in dem wir glückliche Kindheitstage hatten. Ja. Also man muss sagen, ich kannte ihn nicht, ich kenne ihn erst seit 20 Jahren, haben wir uns wieder gefunden, weil nämlich sein Bruder mir mal eine E-Mail geschickt hat. Aber du erinnerst dich an mich als kleines Kind, weil du ein Jahr älter bist als ich. Ja. Genau. Und wir waren immer in Bovec bei Tante Pepza und die hat Panzerotti gekocht. Und die Panzerotti, das hat sie gelernt aus Bari. Mhm. Ja, genau. Das ist meine Erinnerung und deine wahrscheinlich auch, ganz viele Panzerotti zu essen. Genau. Familienspezialität. Genau. Ja. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was. Genau, und dann wollte sie, und dann haben sie in dieses Altersheim in Nova Gorica oder Nova Gorica, wie wir dann gesagt haben,
getan und sie dachte, was ist das hier? Das ist der Kommunismus? Dieses schreckliche Altersheim, das kann doch nicht wahr sein. Das hat doch Tito so nicht gewollt. Ja? Und dann redet sie sich so in Rage. Und was ich auch noch zu Tito, aber das sprechen wir vielleicht nachher, über Tito sprechen wir nach dem nächsten Text. Willst du den nächsten Text lesen oder noch nicht? Ja, diesen Text über die zwei Frauen da. Genau, also Pepza, also sie hat dann geheiratet eben und ist da mit dem Arzt nach Bari gegangen und hat dieses große Haus, sie hat ein Haus gebaut, selber entworfen, wahnsinnig schönes Haus, das Haus meiner Träume und Kindheit. Ich glaube, wegen diesem Haus habe ich Architektur studiert, weil ich immer die Sehnsucht nach diesem Haus hatte, was aber jetzt auch verloren gegangen ist. Genau, und da haben sie gefeiert. Und da sie ja Frauen nicht traute, weil ja ihre Mutter mit einem fremden Mann abgehauen ist, war das mit ihr für sie nicht ganz einfach. Aber das liest du jetzt. Ah nee, okay. Ich lese die ersten. Ja. Soll ich wieder 3 Sätze? Ja. Der arme Mann, wollen Sie dann mein Buch haben, damit Sie auf Deutsch das mitlesen können? Okay. Weil das ist ja sonst langweilig. Herr Botschafter. Er spricht eigentlich Französisch. Das ist das Schöne an der Schweiz, muss ich sagen. Ja? Auf das sind wir auch immer ein bisschen stolz, dass wir diese 4 Sprachen in der Schweiz haben. Und mittlerweile, ein ganz kleiner Exkurs in die Schweiz, ist es so, als wir Kinder waren, hat jedes von uns Französisch gelernt, wenn sie in der deutschen Schweiz war, oder Deutsch, wenn sie in der französischen Schweiz war. Italienisch musste auch etwas von dem anderen lernen. Mittlerweile ist es so, dass unsere gemeinsame Sprache Englisch geworden ist und nicht mehr alle, das was ja nicht unsere Sprache ist, aber das ist schon komisch, weil nicht mehr viele Leute gut Französisch reden, aber er kann gut Deutsch. Bari, November 1932. 2, 3, 1, dachte sie, wie jedes Mal, wenn sie die 3 zusammen sah. Nie 1, 2, 3 oder gar Davide, Greco, Manfredi. Was normal gewesen wäre, das war ihr durchaus bewusst. Sie betrachtete ihre am Tisch sitzenden Söhne in eben dieser Reihenfolge und wunderte sich, warum sie Nummer 2 am liebsten mochte, dicht gefolgt von Nummer 3. Dva, tri, ena. Je pomislila, kakor vsakič, kadar je videla vse 3 skupaj. Nikoli 1, 2, 3. Ali celo Davide, Greco, Manfredi. Kar bi bilo normalno, tega se je popolnoma zavedala. Opazovala je svoje 3 za mizo sedeče sinove in v prav tem zaporedju in se čudila, zakaj ima številka 2, najrajši, tik za njim številko 3, le z Davidejem, prvorojencem, ni bila zadovoljna. Zato sploh ni bilo razloga. In brez tiste Zikiki bi tako ali tako ostala pri številki 1. Le zakaj bi imela še več otrok? Loredana Zikiki. Že samo ta priimek. Kako penetrantno je zahteval Pietrovo pozornost, urgenca, še ena urgenca in spet urgenca. Neštetokrat je ta predrzna oseba postala kurirja, ob katerikoli uri, tudi po noči, in vsakokrat je Pietro pohitel k njej tudi po noči. Zakaj ne more priti na kliniko, je spraševala Zora. Saj nisi hišni zdravnik? Kdo je sploh ta Zikiki? Pietro se je strogo držal zdravniške molčečnosti. Tega zidu se ni dalo predreti. Ali je bila ta ženska na smrt bolna, ali hipohondrinja, ali pa Pietrova ljubimka. Poleg tega premožna, honorar je plačevala v zlatih kovancih in ostala je fantomska ženska. Zora in Pepca sta več kot enkrat skrivaj sledili Pietru, seveda ne z avtom. Novi Fiat 514 bi bil preveč upadljiv, čudovito vozilo v smrekovo-zeleni barvi. V Bariju skoraj ni bilo avtomobilov in nikakor jih niso vozile ženske. Ne, s Pepco sta šli s tramvajem, razburljive ure prijateljici, ki špionirata za možem ene od njiju, ampak tista Zikiki jima nikoli ni prišla pred oči.
Pepca je celo poskušala omrežiti vratarja, da bi izvedela kaj o signorini Zikiki, ki je živela v drugem nadstropju gosposke hiše na Korzu Vittorio Emanuele, čisto sama v zelo velikopoteznem stanovanju, toliko sta vedeli. Zora je čakala na uličnem vogalu z razbijajočim srcem, dokler se ni Pepca pobita vrnila, ničesar ni izvedela, čisto ničesar, njen slovenski čari niso mogli prepričati vratarja. Nekaj moram storiti zoper to žensko, je pomislila Zora in zanosila. Moč matere proti moči ljubimke. In tako se je zgodilo številka 2, Greko, njen ljubljenček, navihani šarmer. Številka 3 je sledil, ker to zdaj ni več igralo vloge, ujetnica je že bila. Manfredi, prekanjeni, zmeraj dobrovoljni fantek. Verjetno je bilo tisto, česar Davideju v številki 1 ni odpustila, da jo je prisilil v nekaj, za kar ni bila ustvarjena, materinstvo. Greko je bil star malo več kot leto dni, ko je Loredana Zikiki umrla. V nekrologu v gazeti Del Mezzogiorno so leta 1838 rojeno baroneso slavili kot znanosti naklonjeno mecenko. Leta 1838 rojeno, je zgroženo vzkliknila Zora in s tresočo roko pomolila časopis Pepci. Ko je Pietro nekaj tednov pozneje pri kosilu poročal, da je signorina Zikiki, signorino je izgovoril s kar največjim užitkom, svoje celotno premoženje zapustila radiološkemu oddelku univerze v raziskovalne namene, je Pepci padla žlica v brodo, Zora pa je od šoka polila vino. Nikoli več nista govorili o tem, da sta špionirali za Starko. Ja. Das ist eine richtig gute Art für mich jetzt Slowenisch zu lernen, weil ich kenne ja den Text und dann verstehe ich immer wieder die einzelnen Wörter dazwischen. Das ist ganz schön. Ja. Der ganze Festival dreht sich um die starke oder schwache Figuren. Wie siehst du eigentlich deine Großmutter und deinen Großvater? Wer war stark oder waren beide stark oder was waren die beiden, wo waren sie wirklich stark und wo waren die schwach? Also sie war sicher eine wahnsinnig starke Frau, irrsinnig willensstark. Ich glaube auch dein Großvater hatte Angst vor ihr, alle hatten ein bisschen Angst vor ihr, ja. Die musste auch einmal im Jahr, mussten dann alle irgendwie antraben in Bovec und dann hat sie denen wieder gesagt, was so zu tun ist und was so zu lassen ist. In dem Sinn war sie sehr, sehr stark. Ich glaube, diese Frau hätte sie in einer anderen Zeit gelebt als damals, hätte sie wahrscheinlich einen richtigen Beruf ergriffen und wäre erfolgreich geworden. Ich habe nie ganz verstanden, wieso sie nicht Medizin studiert hat, weil der Großvater hatte durchaus auch Arztfreundinnen, wo sie dann auch eifersüchtig war, nicht Italienerinnen, sondern Israelinnen oder Deutsche. Und das wäre vielleicht besser gewesen, dort ihre Energie dort hinzugeben, als immer in dieses Haus und in diese Partys und alles. Aber das Problem mit Süditalien ist halt, dass es gibt ja diesen Satz, una signora non lavora. Eine Dame arbeitet nicht. Arbeit war nur für die Unterschicht. Die Oberschicht hat die Frauen nicht gearbeitet, was natürlich ein Fehler war. Und ich glaube, das ging dort unten einfach irgendwie nicht. So, deswegen hat sie sich dann so politisch positioniert und war so eine Politaktivistin. Und ich kenne, es gibt auch Aufnahmen von ihr, Tonaufnahmen, wie sie auf der Piazza Roma ihre kommunistischen Pamphlete da vorgelesen hat und Flugblätter verteilt hat und so, was ich alles immer eben sehr interessant fand, natürlich als Schweizerin, ja, Kommunismus weit weg und ich fand diese Idee gut. Er war aber sicher, er war der eloquente, sehr elegante Arzt und letzten Endes war er natürlich doch der im Hintergrund alles geregelt hat. Ja. Ja, sie war vielleicht mehr vorne. Sie war aber auch sehr, wie ich mich erinnern kann,
eine Ästhetin. Ich glaube auch, das Haus in Bari sie hat das Haus erworfen und sie war eigentlich, glaube ich, sie hatte einen großen Talent für die Architektur. Ja, ich meine, was wenn doch diese Seite von der Familie, würde ich sagen, du bist Architektin, mein Bruder ist Architekt, genau. Ich war da auch auf dem Weg, Architekt zu werden. Und dann, was ist passiert? Ja, Theater hat mich mehr interessiert. Okay. Ja, wie war das für dich? Weil dieses Haus ist für dich auch ein Nest aus der Kindheit. Genau, für mich war dieses Haus auch total positiv besetzt. Sie wohnten da mit der ganzen Familie in verschiedenen Wohnungen. Unten gab es diese riesige Halle, da gab es dann immer diese Spielabende und ich habe als Kind immer durch das Schlüsselloch geguckt und die hatten dann so Billardtische, man ging dann immer erst noch Billard spielen vorm Essen und so oder so, dann hatten die auch eben diese Spieltische und so, das fand ich, also ich kannte das Wort als Kind nicht mondän, aber ich fand das natürlich wahnsinnig mondän. Und dann immer diese politischen Diskussionen, alle haben immer geraucht, ja, also auch alle 3 Söhne wurden eben 1, 2 und 3 mussten alle Ärzte werden, sie mussten. Und nicht einfach irgendwie Ärzte, sondern sie mussten alle auch Radiologen werden. Und nur einer von den 3 wollte das eigentlich, nämlich mein Vater, der war ein glücklicher Arzt, die anderen waren eigentlich unglückliche Ärzte. Und die konnten sich aber nicht gegen diese starke Frau wehren. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die meine Mutter mir erzählt hat. Also mein Vater ist dann quasi nach Zürich abgehauen, um auch dieser Frau zu entfliehen in den 50er Jahren. Und hat dann dort meine Mutter kennengelernt, ganz klassisch, sie Röntgenassistentin, er Radiologe. Und die haben wahnsinnig viel gearbeitet. Ja, damals hat man viel gearbeitet und viel geraucht auch im Spital, alle haben immer geraucht. Die Zora hat jeden Sonntag, die hat nur sonntags frei, morgens um 6 angerufen, jeden Sonntagmorgen um 6, um mit ihrem Sohn zu sprechen, ja, und er hat es nicht geschafft, ihr zu sagen, Mama, lass uns ausschlafen. Also sie war so dominant, dass sie sogar noch ihre Finger bis nach Zürich da. Und meine Mutter hat später, eben er starb, er war natürlich noch jung und konnte sich nicht wehren gegen sie. Aber ich habe auch Briefe jetzt gefunden von ihm, die er ihr geschrieben hat. Das ist auch sehr lustig, wie die miteinander umgegangen sind. Aber meine Mutter hat schon gesagt, sie weiß nicht, wie diese Ehe wirklich ausgegangen wäre, weil es natürlich nicht schön ist, einen Mann zu haben, der sich nicht gegen seine Mutter durchsetzen kann. Allerdings ist das in Italien bei fast allen Männern so. Insofern ist das ein kollektives Schicksal. Ja. Und noch eine sehr, sehr interessante Figur ist im Buch, das ist Pepza. Unsere Tante, die in die Familie geheiratet war. Man nannte sie dann Kissinger. Sie hatte aber wahrscheinlich gar keine Angst vor Zora. Ist das wahr oder nicht? Kannst du dich erinnern? Ja, ich glaube, ich hatte schon gedacht, dass ich dieses Buch schreiben soll, als ich, wie gesagt, noch gar nicht geschrieben habe. Und damals habe ich schon gedacht, ich muss Pepza interviewen, weil die wusste alles, jedes Geheimnis und alles. Und ich habe es verpasst. Ja. Sie starb vorher. Und sie starb tatsächlich dann blind in Bowetz in einem... In Dulmin, in Altersheim. In Altersheim, da habe ich sie noch besucht. Ja. Das war wahnsinnig traurig. Ja. Und wir sind da wieder weggefahren und haben uns wahnsinnig geschämt, meine Mutter und ich, dass wir die nicht einfach mitgenommen haben. Aber irgendwie hat man es dann auch nicht gemacht. Ja. Ich weiß auch nicht. Aber ich glaube schon, dass die war der Adjutant. Ja. Also die beiden zusammen haben das Regiment geführt. Ja. Ja. Die hätte sicher auch noch mal über diese Mordgeschichte mir genauer erzählen können, was da wirklich passiert ist. Weil ich musste mir das ja auch so ein bisschen zusammenreimen. Ja. Es gibt andere Sachen, die ich mir zusammenreimen musste. Es gab halt immer diese Erzählung, dass Tito im Haus war in Bari. An dem Tag, als Tito da war, ja. Und alle haben immer davon erzählt. Und ich habe dann versucht herauszufinden, wann das war. Und er war nicht oft in Bari, also er war, glaube ich, 2-mal in Süditalien. Und dann habe ich den Biografen angeschrieben,
Josip Birjewitz. Genau. Und ihn gefragt, ob er sich, also diese Geschichte erzählt. Tito war bei uns im Haus, das war unten das Krankenhaus, oben war eben diese Villa, das war ein Riesending mitten im Bari. Wann war denn der da? Und das war großartig, weil dieser Biograf dann gesagt hat, das kann eigentlich nur am 14. Juni 1944 zwischen 10 und 12 Uhr morgens gewesen sein. Weil vorher wissen wir, was er gemacht hat und nachher wissen wir, was er nachgemacht hat. Und so habe ich das dann reingeschrieben. Ja. Genau, also ja. Diese Erzählungen gab es natürlich immer, diese großen Erzählungen von diesem Tito. Und für mich war als Kind, ich weiß noch, ich habe dann in der Schule musste man einen Vortrag über eine politische Figur machen in der Schweiz, ja, wo es eigentlich keine politischen Figuren gibt, weil Wilhelm Tell ist eine Erfindung und alle anderen sind so, das ist ja so verrückt in unserem Land, oder, dass wir nicht, wir haben ja diese 7 Bundesräte, also was bei euch einer ist, gegen den ja jetzt gerade protestiert wird auf der Straße draußen, wie ich gesehen habe, haben wir 7 und dann gibt es noch eine Person, die ist für ein Jahr lang, ein Jahr ist der dann Bundespräsident, ja, oder Präsidentin. Diese Leute kennt gar niemand richtig, ja, also weil die wechseln auch immer, aber dadurch gibt es keine Führerfiguren. Es gibt in der Schweiz keine Führerfiguren, was halt gut ist, dass du keine Führerfiguren hast, weil dann kann auch nicht einer sich so verselbstständigen, außer es gab einmal einen, der hat das versucht und der wurde dann erledigt von den anderen, weil das nicht ging. Und aber das war für mich natürlich faszinierend und dann habe ich selbstverständlich einen Vortrag über Tito gehalten, ja, weil das war für mich ja so das positive Beispiel, weil im Westen halt er natürlich schon galt als der mit dem Westen zusammenarbeitet, wurde auch finanziert vom Westen. Ja? Sehr, ja. Und von daher hat man das überhaupt nicht, in keinster Weise kritisch gesehen. Und natürlich auch Zora in Süditalien hat das überhaupt nicht kritisch gesehen, dass da irgendwas vielleicht doch dogmatisch sein könnte. Oder von Goli Otok ganz zu schweigen. Sie hätte nicht geglaubt, dass es Goli Otok gibt. Und dass es Gefangeneninseln gibt, also obwohl sie wusste, dass es die gibt, weil ihr Schwiegervater Bürgermeister auf einer war in Sizilien. Ja, am Ustica. Ustica, genau. Ja. Was es wirklich interessant ist, die ganze Geschichte mit Tito ist zu uns, zu dir und zu mir von verschiedenen Seiten gekommen. Die Geschichte mit Tito und mit Pietro war immer anders. Ich habe gehört als Kind, dass Tito in Bari 1944 operiert wurde, vor dem er nach Vis gegangen ist. Und du hast dann haben wir beide, ich habe dir ein wenig geholfen, auch mit Herr Birjewitz die Sachen herauszufinden, dass es eigentlich nach dem Krieg war, wo der Stalin eigentlich die russische Ärzte hier nach Jugoslawien oder das heißt nach Bled und hier nach Ljubljana geschickt hat, um Tito zu... Ja, also ich habe die Geschichte eben so gekannt und das fand ich schon faszinierend, dass Tito war in Moskau auf seiner letzten Moskau-Reise und Stalin hat ihm ein neues Krankenhaus gezeigt, nämlich das Kreml-Krankenhaus und hat ihm auch die neuen tollen radiologischen Instrumente gezeigt und hat gesagt, so Herr Tito, bitte, ich zeige Ihnen mal, jetzt gehen Sie hier durch und werden durchleuchtet und so. Und dann sei dabei rausgekommen, dass er schwer krank sei, Tito, und sofort operiert werden müsse. Ja, sofort. Tito natürlich, oh nee, ich lasse mich jetzt hier nicht von den Stalin-Ärzten operieren. Und dann kannte ich eben die Geschichte so, und die stimmt dann eben leider nicht, dass er meinen Großvater geholt hat, der ihn dann nochmal untersucht hat, aber nee, dass er zu meinem Großvater gegangen ist, was ja nicht sein kann, Tito fährt ja nicht, aber du hast das eben auch gehört mit Bari, also vielleicht war er wirklich da und mein Großvater hat ihn untersucht, das weiß ich, und er hatte nichts außer ein Magengeschwür, Tito, ja. Und aber Stalin hätte den operiert und natürlich wahrscheinlich wurde die Geschichte wieder anders. Wäre wieder anders geworden, genau. Das ist aber was mir dann später aufgefallen ist, wenn man Romane über Jugoslawien liest, das ist ja so lustig, es gibt in Deutschland einen Bestseller, Titos Brille, ich weiß nicht, ob das hier
von einer jugoslawisch-deutschen Schriftstellerin. Und die schreibt ganz am Anfang, jeder Ex-Jugoslawe hat eine Geschichte mit Tito in der Familie, weil ich glaube, Tito gab es tausendfach und es gab auch irgendwie 50 Ärzte und in jeder Familie war irgendjemand Arzt von Tito gewesen. Das ist total faszinierend, aber ich dachte immer nur mein Großvater war der Arzt von Tito. Ja. Sollen wir jetzt diesen... Ja, genau. Warte, ich gucke mal auf die Uhr. Ja. Lese ich. Tukaj gre za obisk Tita v Bariju. Ich muss zuerst ich lese wieder erst ein paar Zeilen, oder? Ja. Die wichtigen 3 Zeilen. Und dann den Rest liest du. Bari. Oder weißt du was? Oder erzähle ich nachher noch was? Ja, okay. Wollen wir nachher noch was erzählen dazu? Dann, okay. Ja, zum Ende. Weil wir sagten eigentlich, ist der Schluss. Aber ich erzähle vorher noch schnell was. Nee, ich erzähle vorher noch schnell was dazu kam. Bari, Juni 1944 spielt das Ganze. Und ich weiß nicht, ob Ihnen, also in Deutschland kennt das niemand und in der Schweiz El Shat. Kennen Sie El Shat? Nein. Hallo? El Shat? Nein. Am Suezkanal, es ist interessant. El Shat war ein Flüchtlingslager, was aufgebaut wurde am Suezkanal. Es gab auch, neben El Shat gab es auch noch Aleppo, das syrische Aleppo. Und zwar wurden dort Dalmatier, Flüchtlinge, die in Fis waren, also die geflüchtet sind vor Ustascha, sind die dann mit Hilfe der Engländer über Bari, also in Bari war das Schiff, ging von Kroatien oder von Dalmatien heißt das eigentlich, von Dalmatien über Bari nach Ägypten und teilweise eben auch nach Syrien. Und das waren 50.000 Leute, die 1944 gerettet wurden und im Flüchtlingslager kamen am Suezkanal. Ich habe Fotos gesehen, direkt am Suezkanal sind dann diese Zeltstädte mit 50.000 Leuten und in Aleppo. Und ich fand das so verrückt. Also 2015, als die ganzen syrischen Flüchtlinge kamen, war ich in Berlin und bei uns war ja innerhalb von 10 Tagen waren 80.000 Leute da und davon 10.000 alleinreisende Jugendliche. Ich habe einen mit nach Hause genommen, dann auch, weil die nicht wussten, wo, also 4 und wo die bleiben sollten. Und ich fand das so verrückt, dass wir haben Syrer aufgenommen, aber Syrien und Ägypten haben Europäer aufgenommen. Und bis vor 3 Wochen hätte ich immer gedacht, ja, Europäer müssen ja nicht flüchten, ja, das kommt nicht mehr vor. Aber jetzt ist es wieder vorgekommen. Und dieses El Shat, was total faszinierend war, das waren ja kommunistische Leute aus Dalmatien, deswegen sind sie ja vor den Faschisten geflüchtet, die haben sofort eine Infrastruktur aufgebaut in diesem Flüchtlingslager. Die haben Schulen gegründet, die haben Zeitungen gemacht. Es gab sogar Frauenzeitungen. Ja? Also dann hat es Redakteurin gegeben, dann gab es diesen ganz berühmten Komponisten, der war auch da, ein berühmter jugoslawischer Komponist, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der hat sofort den Lagerchor gemacht, dann haben die Aufführungen gemacht und dann sind die sogar auf Tournee dann gegangen, von El Shat aus, nach Amerika und so. Also wahnsinnige Geschichten und die waren 1,5 Jahre dort quasi geparkt, bis der Krieg vorbei war und dann konnten sie zurück nach Jugoslawien. Und das Irre war, dadurch, dass sie so diszipliniert waren, haben die in diesen 1,5 Jahren quasi eine Schulbildung und auch eine kommunistische Bildung durchlaufen und sind bestens organisiert zurück dann, nach Jugoslawien. Und diese Leute sind bei uns im Haus versorgt worden, weil unten war eben diese Klinik und ich weiß noch von meinem Kindermädchen, Silva,
die war damals nicht dabei gewesen, aber die hat auch immer davon erzählt, von diesen blutigen Laken und wie da unten diese Leute versorgt wurden, bevor sie mit dem Schiff weiter nach Ägypten gebracht wurden. Und das ist alles so, es ist so verrückt, weil, ich meine, auch mit diesem Krieg, dass auch da als Mussolini dann den Krieg erklärt und so, es gibt einen ersten Tag und ab dann ist Krieg. Das war mir nicht so bewusst. Man denkt immer, es ist Krieg, ja, dann wurde der Krieg erklärt. Aber jetzt haben wir gerade gemerkt, was das wirklich heißt. Von einem Tag auf den anderen ist Krieg und dann gibt es immer Flüchtlinge, und zwar viele. Und in Ägypten. Sie müssen mal El Shad gucken, das ist ein großer Teil von der jugoslawischen Geschichte eigentlich. Ja. Aber die Geschichte geht auch in die andere Richtung, über Bari, über Zora und Pietro, da sind auch die Präkomorske Brigade. Das sind die Leute, die in der italienischen Armee waren, und die italienische Armee hat das dann am 9. September 1943 in Afrika, waren sie als Soldaten haben sie sich übergeben zu Engländern, und sehr viele Soldaten, slowenische Jungs, die in der italienischen Armee waren, sind über Bari dann nach Dalmatien und ins Krieg zurückgekommen. Ja, also was ich jetzt auch faszinierend finde, jetzt im Moment, wie viele Söldner es immer noch gibt, also dass jetzt Leute von hier Europa, also oder Deutschland, jetzt in die Ukraine gehen, um zu kämpfen, obwohl sie keine Ukrainer sind. Also immer eben slowenische Soldaten in Italien. Es ist so eine Wirrnis immer, und Italien mit dieser Teilung war halt, dann im Norden war noch faschistisch, im Süden schon nicht mehr, aber eigentlich doch noch. Und, also alles. Sehr kompliziert. Also gut, Bari, Juni 1944. Der Marschall kommt. Der Marschall kommt. Der Marschall kommt. Maršal bo prišel, maršal bo prišel. Zdelo se je, da to šepeta in šušlja hiša sama. Zore in Josipine se je polastilo hudo razburjenje. Pietro je upal, da ne bosta razočarani. Vsekakor bi se lahko zgodilo, da se visoki obisk ne bo pojavil. Sprememba načrta v zadnji minuti, nujen primer, prezgodno odhod letala, Angleži, že kaj. Zora je bila tako živčna, da se je popolnoma resno posvetovala z Josipino, kateri čajni servis naj uporabi. Preveč navaden ni smel biti, to bi bilo nevljudno, kar prekmečko. Preveč prefinjen tudi ne, to bi bilo dekadentno. Ne nemškega, zaradi Nemcev, je pripomnila Josipina, in Zora je odgovorila, ne, Fürstenberga nikakor. Pietro je ujel razpravo, malo ne neskončno. Morda je čaj načeloma preveč dekadenten, mogoče maršal popoldne pije kavo, saj ni Italijan, temveč Hrvat in njegova mati Slovenka, torej nekako Avstrika. To pomeni, da ima nemara rad kavo a la vina melange ali celo smetano. Zdaj, en majhen preskok preko tega Titovega snobizma. Ja, samo trenutek. Der Botschafter muss auch wissen. Zdaj pa sam prihod Tita v hišo. Und jetzt kommt Tito ins Haus. Pietro je pohitev skozi avlo k vhodnim vratom, ornamentalni, zaviti medeninasti obroči znotraj in zunaj, vmes mlečno steklo. Potegnil je težka vrata, dva moža sta zakorakala noter vzdolž dolge lodže, oba v uniformi, temnozelene hlače v črno svetlečih se škornjih do kolen. Tito je deloval širši od Velebita, mogočen človek, čeprav si ga je Pietro zapomnil višjega. Profesor Del Buono, je rekel Josip Broz Tito, koliko je že od takrat. Dobrodošli, maršal, je odgovoril Pietro, dobrih 6 let je že od Pariza. Me veseli, da vas vidim zdravega. Govorila sta rusko, tako kot takrat. Tisti ostro robi obraz, tisti jasni kritični pogled, majestetična drža, odločni stisk roke, vse to je pozabil. Verjetno pa je maršal tudi dejansko postal krepkejški. Pred njim je stal stasit moški pri 56. Pietro, 8 let mlajši,
vitek in agilen in elegantno oblečen, se ob tej uniformirani postavi, ki jo je razganjalo od moči, počutil kot sicilijanski dandy. Nedvomno, Tito ni bil več revolucionar, postal je politik. Prosim, za vami. Pietro je kot zadnji stopil v hišo. Koraki v škornjih po kamnu, potem tišina. Niti glaska ni bilo slišati, še zvokov iz bolniških sob ne. Napet predah, preden se je dvignil zastor in se je predstava začela. Giacomina je kukala izza žametnega paravana. Otilija je slonela na stebru pri kaminu. Med dvojnimi vrati v salonu Josipina, čisto slovenska blond lepotica, ob njej Greko in Manfredi sveže počesana, lasje so se jima svetili. Ded Giuseppe pred steno s knjižnimi omarami, negovan gospod s kozarcem konjaka v roki. Na galeriji pokašljevanje. Nino in Zora sta stopila iz teme, brat in sestra v redko videni slogi, oba v zelenem, on v uniformi, ona v obleki. Zora je položila dlani na pravkar zloščeno medeninasto ograjo. Tito je naredil 2 koraka k izteku stopnic, razširil roke, kot da je tenorist tik pred arijo. V čast mi je, da sem gost v hiši tovarišice Narodno-osvobodilne vojske, ki je grande signora s humanitarnimi nazori, z ljubeznijo do svobode in domovine. Vsi so spet zadihali. Kakšen teater, je pomislil Pietro. Wenn es noch Fragen gibt, vielleicht von der hier, wenn jemand irgendwas fragen möchte, če bi kdorkoli rad karkoli vprašal, lepo prosim, Zora bo z veseljem odgovarjala. Oder du. Was soll ich fragen? Nee, wenn Sie fragen, vielleicht kann ich das beantworten. Ja. Keine Fragen? Keine Fragen? Darf ich was noch sagen? Ja. Was ich wirklich sehr interessant mit Zora finde, sie hat immer wieder die Hausmieten aus Bovec oder Bovec Umgebung nach Bari gebracht. Die waren alle Slowenien da. Ja, und sie hat auch eben diese Hausmädchen, die waren sehr jung, also die waren so 16 oder so, als die dann nach Bari mussten in dieses Haus oder arbeiten konnten, ja, und Geld verdienen konnten auch. Und mein Kindermädchen ist eben Silva aus Bovec und ich habe Silva sehr geliebt. Silva ist eben diese Blondine. Für sie war das in Süditalien ganz schön hart, weil mit den Männern, ja, also die war 17, blond und langbeinig und die Italiener sind ganz verrückt geworden auf dem Markt und so. Aber Silva habe ich immer erlebt, wie sie geweint hat. Sie hat ganz viel geweint, weil Zora so streng war mit ihr. Und ich habe sie jetzt besucht in Bovec. Silva ist jetzt zusammen, da waren wir zusammen, genau. Und sie ist jetzt ja über 70. Und dann hat sie gesagt, weißt du, es war wirklich schrecklich hart. Es war wirklich hart mit deiner Großmutter. Sie war so herrisch und dominant und so. Aber sie hatte dieses dicke Buch, erstens das Kochbuch und dann auch ein Hauswirtschaftsbuch, wie man Hauswirtschaften lernt. Und Zora hat immer zu Silva gesagt, du musst das alles lernen, weil wenn du das kannst, wirst du eines Tages ein Hotel in Bovec haben können. Und Silva hat ein Hotel in Bovec. Und sie sagt, das hat sie ein kleines, aber sie hat ein Hotel in Bovec. Und sie sagt, sie hat das schon Zora zu verdanken, die sie getreten hat. Ja. Ja, das ist diese Geschichte. Ja? Du übersetzt die Frage dann in Slowenisch. Ja. Sie mussten viel Recherchen machen. Wie viel Zeit haben Sie dazu gebraucht? Darf ich, ja? Und die zweite Frage wäre, Sie haben andere Bücher geschrieben. Inwieweit ist es schwerer oder leichter, ein Buch wie diesen zu schreiben, als andere Bücher? Ja, gospod namestnik veleposlanika je imel 2 vprašanji. Prvo vprašanje je, koliko
časa je Zora porabila za rešerš, za raziskovanje za to knjigo in drugo vprašanje je, če je, koliko težje je pravzaprav napisati nek družinski roman, kot pa ostale romane, ker je Zora napisala kar nekaj romanov že do zdaj. Genau, also ich glaube, ich würde sagen, ich habe die Recherche für dieses Buch war vielleicht 1,5 Jahre. So, und dann bin ich aber an alle Orte nochmal gefahren, also auch nach Sizilien. Da gibt es diese kleine Insel Ustica, wo mein Urgroßvater väterlicherseits Bürgermeister war und die eine Gefängnisinsel war und die auch eine wahnsinnige Geschichte hat. Ich bin da so überall hingefahren und ich würde sagen, ich habe 1,5 Jahre habe ich einfach gelesen und mir überlegt und so. Und dann passiert das aber irgendwie wie von selber, dass die Struktur kommt. Und dann habe ich vielleicht ein Jahr geschrieben. Aber die Sache war, dass als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich erfahren, dass meine Mutter Alzheimer hat. Und diese Diagnose hat mich so schockiert, ich konnte mich überhaupt nicht mehr beruhigen, weil als mein Vater starb, waren nur noch meine Mutter und ich. Also ich war immer nur meine Mama und ich und meine Mama. So. Und dann erfahre ich, sie hatte Alzheimer und das hat mich so umgehauen. Wie gesagt, ich konnte mich gar nicht mehr beruhigen und habe aber schon an diesem Buch geschrieben und war aber so damit beschäftigt mit dieser Alzheimer-Geschichte, dass eines Tages war das Buch fertig. Ich habe gedacht, wie? Jetzt wollte ich doch ein Leben lang den Familienroman schreiben. Jetzt ist der fertig? Ist ja komisch, wann habe ich den denn geschrieben? Das heißt, ich war die ganze Zeit nicht drin, sondern ich war dran. Und das war aber, glaube ich, in der Retrospektive ganz gut, weil wenn du über deine Familie schreibst und zu sentimental bist, dann wird das natürlich so eine emotionale Soße. Ja? Und das sollte es ja nicht werden. Es sollte ja auch eine gewisse Distanz haben. Und die hatte ich durch meine eigene Geschichte, hatte ich automatisch eine Distanz zu diesem Text irgendwie. Das ist das eine. Das andere ist, das ist mein 7. Buch und das erste Buch spielte in Deutschland, hatte mit Flucht und Vertreibung zu tun, aber auch mit der Gay Community im Jahr 2000 oder so. Und da habe ich einen Fehler gemacht, dass ich wusste nicht, wie man Romane schreibt und ich habe quasi jemanden, den es im Leben gibt, benutzt als Figur. Ich habe zwar die Geschichte komplett erfunden, aber ihn benutzt als Figur und dieser Mensch redet mit mir nicht mehr. So, das Risiko, wenn man Romane schreibt, dass jemand nicht mehr mit dir redet, ist relativ groß. Aber das war ein Fehler, da bin ich zu nah dran gewesen. Ich habe jemanden benutzt, das war wirklich nicht schön. Andererseits höre ich von Autoren immer wieder, dass sie das kennen, dass sie Leute benutzen. Das war schwierig. Aber die anderen Bücher dann, wenn das einfach nur wie also was Sie vielleicht interessieren könnte, ist eine dünne Novelle, die heißt Gotthard. Und die spielt durch den Tunnel, dieser Eisenbahntunnel ist ja der längste Tunnel der Welt, Eisenbahntunnel, 52 Kilometer oder 56. Und das habe ich einen Baustellenroman geschrieben. Und da bin ich hin mit einem Freund von mir, der Tunnelbauer ist, und war 4 Tage mit ihm dort, ja, im Tunnel unten, in der Baustelle, bei seinen Freunden, im Bordell, überall, ja, war ich dabei. Und das war super, weil ich war zwar dort und habe mich eingelesen und eingelebt vor allem, aber es ist nicht meine Geschichte, das ist natürlich einfacher. Und dann habe ich ein anderes Buch gemacht, geht um die ältesten Bäume der Welt. Ich bin zu den ältesten Bäumen der Welt gefahren, 14 Bäume. Herr Trump würde es gefallen, die ältesten, die dicksten und die größten sind alle in Amerika. Und der allerälteste, bei dem ich war, ist ein 4.500 Jahre alter Baum. Der ist nicht viel größer als wir sind. Und das war wieder eine ganz andere Geschichte. Das ist eine Reisesache. Man fährt dahin, es ist wahnsinnig aufwendig, aber es ist natürlich distanzierter. Und ich versuche aber bei jedem Buch eine eigene Sprache zu finden, die zum Thema passt. Aber nicht aktiv, sondern das passiert einfach. Also der Tunnelroman hat viel Italienisch mit drin und viel auch so vulgäre Sprache, weil die Bauarbeiter untereinander auch ein bisschen grob sind und so. Und das war hier nicht. Also so genau sind das die Unterschiede. Ja, da ist doch noch jemand.
wird man selber von dem, was man macht, beeinflusst. Also das Buch schreibt den Autor, nicht der Autor oder die Autorin das Buch. Könnten Sie darüber vielleicht ein paar Worte sagen? Übersetzt du es noch? Ja, ob pisanju knjige je treba verjetno zapolniti določene praznine, ki nastanejo, za katere nimamo morda točno podatkov. In gospoda zanima, kako Zora pravzaprav, kako se je to dogajalo, kot je rekel gospod, je pravzaprav se zgodi to, da ne piše avtor oziroma avtorica knjige, ampak da začne knjiga pisati avtorja oziroma avtorico. In če lahko Zora kaj o tem pove. Ja, also das ist eine total tolle Frage, weil mein Großvater hat immer gesagt, se non è vero è ben trovato. Ja? Wenn es nicht wahr ist, ist es gut erfunden. Und ich hoffe, dass möglichst das, was nicht wahr ist, gut erfunden ist. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was wahr ist und was erfunden ist, weil es genau das passiert, was Sie sagen, nämlich es vermischt sich und es verwebt sich und dadurch, dass diese Frau auch noch meinen Namen, also ich ihren Namen, nicht sie meinen, trägt, bin ich auch sie geworden. Ja? Und im Laufe des Schreibens wirst du immer mehr zu der, die sie ist, weil ich versuche mich immer, ich glaube, das ist etwas, was ich ganz gut kann, mich in verschiedene Figuren hineinzuleben. Also auch in diesem Gotthard, das sind 8 Figuren, Bauarbeiter und alle bin auch ich. Weil auch ich habe alle diese Seiten, die vulgäre und die eben die kräftige und dann aber auch die kokette und so, es ist alles und da kannst du dich wie in jeder Seite ausleben, aber irgendwann weiß man nicht mehr genau, was man selber ist und was die andere Person ist. Deswegen ist es ein bisschen seltsam, weil eigentlich schreibt man dann letztlich doch wirklich immer wieder über sich selber, weil man das ja am besten kennt und in diesem Fall war es schon so, dass ich versucht habe, so nah wie möglich an dem zu bleiben, was ich weiß. Aber natürlich habe ich dieses mit der Architektur, wie sie da entwirft und so, das bin ich, ja, wie ich entwerfe. Aber mein Geschmack ist wiederum ihr Geschmack, weil die Ästhetik dieses Hauses wurde mir ja in die Wiege gelegt. Das ist das, was ich schön finde. Wäre ich in einem Schweizer Chalet aufgewachsen, fände ich wahrscheinlich Schweizer Chalets schön. Ich finde Schweizer Chalets ziemlich scheußlich, weil ich da drin nicht aufgewachsen bin. Das ist nicht meine Ästhetik. So, man ist ja immer nur ein Kind von dem, wo man herkommt. Und all diese ganzen Figuren von hinten werden ja ein Teil von dir. Und das ist beim Familienroman natürlich noch stärker als bei einem anderen Buch. Aber klar, man kann auch mit diesem ersten Roman, mit dieser schwulen Szene in Berlin, ich bin kein schwuler Mann, trotzdem war ich ist das ein Teil von mir, ja? Und das ist interessant, wie sich das verwebt. Und so wird das eigene Ich irgendwie größer vielleicht, weil es alles mit einverleibt. Ja, ist das so? Ja. Das Haus gibt es noch. Das Haus mussten wir verkaufen. Das Haus besteht jetzt aus 23 kleinen Wohnungen. Es ist saniert worden, sieht scheußlich aus. Es ist der ganze Witz, diese feine Architektur, das ist alles grobe Fenster und so, wie das halt bei Sanierungen häufig ist. Und es ist die Halle, diese riesige Halle mit diesem riesigen Leuchter, haben sie im Boden eingezogen und nochmal 3 Wohnungen reingetan. Ich bin nie wieder reingegangen, aber wir konnten halt, wir Cousins und Cousinen, keiner von uns konnte den anderen ausbezahlen. Und ich muss auch sagen, ich war die Einzige, die dieses irrsinnig positive Gefühl zu diesem Haus hat. Aber was hätte ich als Schweizerin mit einem Haus in Bari machen sollen, ja, außer irgendwie eine coole, heute würde ich vielleicht sagen, ja, lass uns irgendwas Tolles machen, so, aber da war ich zu jung. Ja? In me zanima, ali je
kar ste odkrili z raziskavo. In kako ste v takem primeru pravzaprav ravnali. Sprašujem zaradi tega, ker je seveda spomin zelo intenziven motiv, je pa spomin seveda vedno tudi interpretacija stvari. Ni bile zelo verodostojne. Ja. Der Motiv für dieses Buch war wahrscheinlich deine Erinnerung. Und wenn du dann die Recherche gemacht hast, kam wahrscheinlich so eine Kollision zwischen der Erinnerung und Recherche. Da waren die Sachen, die vielleicht nicht zusammengepasst haben. Und wie macht man das, weil die Erinnerung ist eigentlich etwas so Starkes, aber nicht notwendig auch Wahres. Wie hast du dann reagiert in solchen Fällen? Eben, also weil das war natürlich auch mit diesen ganzen Sachen, wir haben ja schon unterschiedliche Erinnerungen und wie erzählt man es dann? Und es musste einfach, ich finde, es muss einfach stimmen. Also jeder von uns hat ja ganz viele Brüche und auch diese Frau hatte sehr viele Brüche. Aber auch die Brüche müssen stimmig sein. Es muss irgendwie erklärbar sein, wieso ein Mensch diese Brüche hat. Und dann kannst du natürlich das zusammenfügen. Ja, das, was man gehört hat und das, was man erinnert oder dann erfahren hat. Aber es gab schon so Situationen, wo ich immer dachte, da ist was unlogisch, ja. Verdammt, wieso sind sie aus der italienischen Partei rausgeschmissen worden? Und es war für sie das größte Drama ihres Lebens, war, dass sie aus der kommunistischen Partei rausgeschmissen wurden, 1948. Das wusste ich, dass das ein Riesendrama war. Aber ich habe immer nicht, das wusste ich, habe es auch gelesen, aber ich habe es nicht verstanden, wieso das passiert ist, weil es war unlogisch. Und da musste ich weiterlesen und dann irgendwann wurde mir plötzlich klar, ja, die waren ja Titoisten und in Italien sind es Stalinisten gewesen in dieser Szene dort. Das muss das. Dann kam aber diese Mordsache mit rein, das passte auch irgendwie nicht. Und dann habe ich ein bisschen mit den Jahreszahlen hin und her geschoben und habe gedacht, okay, machen wir das Ereignis vorher, das ist dann logischer als nachher. Es gibt Geheimnisse, die ich nicht weiß. Es gibt Dinge, die sind mir nicht erklärbar. Ich habe sie aber fürs Buch so geschrieben, dass sie logisch sind. Weil sonst wäre es verwirrend auch für die Leser. Ich habe mittlerweile vergessen, wie es wirklich war, weil ich kenne es nur noch so, wie es da drin ist. Aber das Tolle am Schreiben ist, und ich glaube, das geht wahrscheinlich allen so beim Schreiben, auch wenn Sie Tagebuch schreiben oder irgendwas, während des Schreibens erinnerst du dich an Dinge, die du 30 Jahre vergessen hast und plötzlich sind sie da. Und das hat irgendwas mit linker und rechter Gehirnhälfte zu tun. Ich weiß nicht genau was, aber es hat damit zu tun. Es kommt irgendwas und das kann mit ganz viel auch mit Gerüchen zu tun haben. Man redet über Gerüche, wie etwas gerochen hat und dann hast du plötzlich ein Bild und es passt genau dahin. Und das ist das Tolle am Romane schreiben, dass du es dann einfach verwenden kannst und dann geht die Geschichte wieder ein bisschen in eine andere Richtung, weil plötzlich etwas gekommen ist, was wieder eine Bereicherung ist. Ja, so geht das dann immer weiter mit Erinnern und die Erinnerung wird immer stärker natürlich. Es kommt immer mehr Erinnerung und das kannst du immer mehr einfügen und dann wird die Geschichte anders und dann musst du damit mitgehen. Ja, vielen Dank. Bartsch. Hast du gut gemacht. Danke. Danke, Boris. Das ist gut. Er kennt das vom Theater. Mein berühmter Cousin.